bei Carilux. Heute machen wir Pastete, auch bekannt als Bouchelerin. Für den Bouillon brauchen wir einen Zoppenhuhn oder auch ein Poulet, das geht auch. Dann 2 große Eier, ein Porat. Hier haben wir 6 Mutter, 2 Mal Bouquet Garni. Falls ihr wisst, wen ihr da plötzlich seht, bitte schreiben in den Kommentaren, weil ich habe gar keine Ahnung. Dann brauchen wir auch noch 3 Bouillonskuben, schon heute vom Poulet, 6 Niederschosskap und schlussendlich 4 bis 5 Liter Wasser. Für die Sauce brauchen wir 500 Gramm Champignons, 50 ml Rahm, 200 ml Riesling, 100 Gramm Butter und noch 100 Gramm Mehl. So geht das doch ganz sehr. Wir machen 4 Liter und ein großes Töpfchen, also 4 Liter Wasser. Und dann machen wir die Poulet dran. Gemüse. De Bouillon. Bouquet Garni. Und dann picken wir noch Niederschosskap und Dinner. So. Machen wir da doch einfach so dran. So, lassen wir 2 Stunden kochen und dann lassen wir es aufkühlen und dann machen wir recht weiter. Bis gleich. Wir haben den Poulet über den Tag aufkühlen gelassen. Das ist zwar noch furchtlich, weil das gar nicht schlimm. Wir holen den Poulet raus. Und ganz wichtig, ihr sollt den Bouillon noch nicht waschen, weil wir brauchen den. So. Lo müssen wir die Schandgewäsche holen, die Haut und ich mache das mit der Hand und ich mache so Streifen einfach. Also ich gehe nicht schneiden oder so. Schön so. Gucken, das ging schon dran aus. Und dann mache ich eine längere Schüssel. Wir haben auch noch Champignons, also so Scheiben geschnitten. Die werden mal broten. Wenn sie ein bisschen gebroten sind, machen wir noch ein bisschen Bouillon dabei. Und ich habe hier um die 150 ml. Ich möchte aber noch nicht, ob ich alles benutzen. Das sehen wir noch. Ich mache noch den Bouillon dabei. Also 100 ml gehen durch. 150 ist zu viel, 100 Liter. Und dann lassen wir das broten, bis es gut ist. So, während Champignons kochen, machen wir uns Sauce. Und dann machen wir uns 100 Gramm Butter. Die Butter ist noch geschmolzen, dann machen wir das Mehl dabei. Und dann lassen wir das so 1-2 Minuten kochen. Wir müssen aber aufpassen, nicht, dass es trocken wird. So, während wir das 1-2 Minuten kochen, und Champignons, wir sind auch fertig. Wir holen sie, wir holen just nur den Jus raus. Und dann machen wir das ganz zum Schluss dabei bei der Sauce. So, ich hatte ja gesagt, wir brauchen noch den Bouillon. Und wir brechen 1,5 Liter. Und wir machen den los dran. Was ganz wichtig ist, dass ihr den Bouillon etappenweise dran macht. Weil wir nur ein Stück Klumpen, die immer ein bisschen rühren und dann ein bisschen, dann ein bisschen rühren. Ja. Und nun kommt noch der Rest. Und das Wichtigste, der weiße Wein. Wir können auch noch dabei. Dran für das Fass. So, wir lassen das ein bisschen abkochen.
Und dann machen wir Champignons und noch den Poulet dabei und dann sind wir so gut fertig. Wir machen nur noch Champignons dabei, die haben wir schon auftripsen gelassen. Noch der Poulet. Wenn ihr wollt, dass Sauce mit dick flüssig ist, könnt ihr anstatt 1,5 Liter einfach 1 Liter Bouillon dran. Ich mache so viel Bouillon dran, weil ich die Bouillon dick gerne. Und ja. Auch was ich cool finde mit dem Bouillon, kann ich mega lecker Suppe machen. Ich mir geheuen den hier rasch. Ja. Nu schmachen wir das noch ein Keer. Also, danke, die erste Keer. Nu schmachen wir das ein Keer. Nu fehlt definitiv Salz. Und Pfeffer. Das ist optional, aber ihr könnt auch gerne Muskat machen. Ich mag nicht so gerne in der Busche und du findest kein. Mega lecker. Was wir machen, wir lassen sie aufkühlen und dann machen wir sie über die Milch an den Frigo, weil den Dachdruck schmeckt Busche viel besser. Ich würde euch rekommandieren, wenn ihr wisst, was da essen, also was ihr essen wollt, dann macht Busche den Dach viel drüber. Vergesst eure Kichelchen nicht und dabei wünschen wir euch einen guten Appetit!